Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone of Pelzig. Jetzt hab ich dich, Arschloch. Genau, und wieder entzündende Raider-Arschgeige, wenn ich ja. So, dann scheißen wir mal weg. Das hat man beim letzten Mal das Genick gebrochen, hier der Dreck. Und was habe ich? Ah, Sterilisierungsmittel, das finde ich immer so blöd. So. Ah, ja, da haben uns offensichtlich, die Freaker-Falle getan. Das Medikit kann ich gerade richtig gut gebrauchen. Ja, die Freaker haben uns hier noch ein paar von denen eliminiert. Die Raider haben gerade wohl auch unser Fährte verloren. Ist der was er irgendwie Falle gestolpert? Nee. Schade. Okay, Pistole Muni gibt es auf jeden Fall wieder. Und Lappen. Gut. Müssen wir wohl so einfallen in das Camp. Verbände stellen wir mal gleich her. Ich hasse es, wenn ich entsprechend das Zeug parat habe, um mich zu heilen. So. Hier so nebenbei stellen wir auch noch ein bisschen was her. Gut. Okay, das Zeug könnte man noch verwenden als Explosion, aber eher nicht so gut. Ich muss irgendwie noch den Weg zu den... Scheiße. Ist eigentlich eher noch der Weg zu den ihrem Camp finden, wo es ins Hauptcamp reingeht. So, das sieht doch ganz gut aus. Ich mache aber viel zu viel Lärm mal wieder, weil ich über jede scheiß Falle stolper. Okay, da ist jemand. Okay. Gott, das war noch der Scharfschützer. Was das? Gott. Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, das dachte ich mir. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht. Und noch ein Medikit. Hervorragend. Gut. Okay, wo habt ihr euren Bunker versteckt? Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Ja, ich weiß auch, wo der Bunker ist, ja. Aber erstmal... Ja, sieht aus, als hätten uns hier die Freaker ein bisschen Erbe abgenommen. Sehr gut. Okay, wir plündern erstmal die ganze Raider. Das sieht gut aus, ja. Ich weiß auch, wo ihr Bunker ist. Hier haben wir erstmal nichts. Und hier kann ich... Ah, doch, hier kann ich auch ein bisschen was abstauben. Was sehr schön. Und zwar Pistole und Sturmgewehr-Muni. Perfekt. Wusste ich doch, dass die Typen relativ gut vorbereitet sind. Okay. Gut. Gucken wir vielleicht von hier durch. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Nee. Können wir da was aufschneiden oder aufmachen oder irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Na gut. Dann war der Zugang generell nicht möglich hier. Ja, und hier unten drunter liegt die Horde. Ne? Müsste dann hier sein. Okay. Dann schalten wir uns das erstmal als Schnellreisegebiet frei, indem wir jetzt nochmal den Bunker uns holen. Und dann kümmern wir uns zu einer anderen Zeit um diese scheiß Horde hier noch in der Gegend. Ja, da ist noch was. Sturmgewehrmuni, perfekt. Und wieder Sterilisierungsmittel. Ah, ich weiß nicht. Gibt es eigentlich eine bessere Bezeichnung dafür? Ich würde es einfach nur als Desinfektionsmittel oder ähnliches bezeichnen, ne? Ja, da geht's auf jeden Fall runter zu der Freaker. Sollte ich mir verdammt gut überlegen, ob ich da hingehe. Also an ihrer Stelle hätte ich mir eh schon verdammt gut überlegt, ob ich da überhaupt tatsächlich auch mein Camp aufbaue. Ah, da hat ein Baseballschläger. Warte mal. Bastel uns gleich mal so einer mit Nägel. Ah, die Kantholzaxt ist tatsächlich besser. Na gut. Ich will mal gerade kurz noch mal was gucken. Ah, 90% bis zum nächsten Level haben wir, glaube ich. Noch ein Bolzer, sehr schön. Dann nichts wie ab hier. Könnten noch ein paar von den Freaker unterwegs sein. Ah, warte mal. Ist jetzt eventuell wieder möglich? Ja. Stauben hat das nämlich gleich noch ab. So, wo war denn der dappige Bunker? Der war hier auf dem Vorsprung, ne? Wenn ich mich doch richtig erinnere. Genau. Hier.
Hier ist die Luke. Wusste ich doch. Na dann, rein mit uns. So. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Viele von euch erinnern sich wohl nicht an den Kalten Krieg. Aber damals war das Leben auch eine Art Hölle. Jedes Mal, wenn man ein Flugzeug gehört hat, dachte man, das war's jetzt. Das ist der Flieger, der uns die Bombe auf den Kopf wirft. Und wir überlebten die rote Angst. Niemand wusste, ob der Nachbar rot-weiß-blaues Blut in den Adern hatte oder Kommunist war. Rot im Herzen. Man traute niemanden. Mein Vater, der Ruhe in Frieden, lehrte mich, dass man in dunklen Zeiten nur im Untergrund überleben kann. Mit ihm baute ich meinen ersten Bunker. Doch wir konnten ihn nicht im Garten bauen, wo die Nachbarn spionierten. Wir mussten raus in den Wald gehen, weit weg von der Ist der Straße, wieder wo verzählt? niemand ihn finden würde. Mit einem Bunker weiß man, dass man, wenn das Land völlig den Bach runtergeht, einfach den Einstieg öffnen und reinklettern kann, dann ist man sicher. Mit Funkgerät und massig Vorräten und Waffen. Das hat sich nicht Bla bla bla. Belknap Höhlen Hinterhalt Camp. Habe ich wieder ein neues Level. Ist über 150 Vertrauen bei Hot Springs. Gibt es noch aber drauf. Hinterhalt Camp Jäger zu Ende 20%. Herstellungsrezept freigeschaltet. Hinterhalt Camp Jäger. Ja, aber was gibt's dann Schönes? Ah, jetzt kann ich Rauchbombe herstellen. Sehr cool. lieber einen Bunker graben als ein frühes Grab. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Gut, wenn ich hier schlafen Jakob, kann. wie ist das für die armen Kerle gelaufen, die den gebaut haben, den ich gerade geräumt habe, hä? Nicht so gut, schätze ich. Die waren nämlich schon lange tot, bevor ich überhaupt hinkam. Ja, ein Bunkern. Das war dann ein Sammelobjekt. Ah, hier auf die Couch kann ich es schmeißen. Ich brauch nur kurz ein Nickerchen. Genau. So, wir legen uns erstmal kurz hier. Wir merken uns auf jeden Fall den Standort von der Horde hier. Und kommen dann später mal wieder. Das sollte reichen. Ich denke, für so Horde brauche ich mehr Munition. Ich brauche von allem etwas mehr. So, jetzt warte mal, ich habe jetzt einen Fertigkeitspunkt wieder. Da hat man doch irgendwas richtig Tolles. Fähigkeit beim Sprinten, Fernkampfwaffe nachzuladen, Rückstoß, Armbrustbolzenschade wird verbessert. Dann war das vielleicht beim Überleben irgendwas Tolles. Warte mal. Fleisch, Abklingzeit, Gegnerhervorheber. Ah ne, Quatsch, das war hier. Genau das hier war's. Fähigkeit Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren. Genau das will ich. Nahkampfwaffen können jetzt repariert werden. Drücke R2 im Überlebensrad, um eine Nahkampfwaffe mit Schrott zu reparieren. Genau das wollte ich haben. Sehr schön. Okay. Dann wieder raus mit uns. Das ist natürlich richtig gut. Gut, wir merken uns hier den ganzen Quatsch. Und wenn wir das nächste Mal herkommen, räuchern wir die Horde aus. Ich möchte es jetzt aber nicht in der Nacht hier wieder erledigt haben, den ganzen Quatsch. Sondern möchte jetzt einfach nur zu meinem Bike zurückkehren. Und dann in aller Ruhe mich um das Donnerei kümmern. Das wird wahrscheinlich eine Geode sein, ne? Donnerei. So, gerade mal gucken. Belknap Höhlen Hinterhalt Camp. Und der Bunker. Okay, da kann ich dann die Schnellreise dazu machen. Ist okay. Ich kümmere mich dann beim nächsten Mal um die Horde. Aber um den, der jetzt hier bei meinem Bike rumschwirrt, kümmere ich mich gleich. Upsi. Okay, ganz so dumm sind die danach nicht. Kommt es irgendwie vor, als wären die häufiger tagsüber wieder unterwegs, die Freaker. Okay, 2 Bolze gibt es auch noch wieder. Sehr schön. Gut, dann spring mal auf. Und es scheint wohl Morgendämmerung erst zu sein, ne? Oder ich bin direkt mal wieder zur Abenddämmerung switcht. Keine Ahnung. Okay, Polizeifahrzeug ist immer gut. Hoppla, gedrückt halte. Dann, zack. Wir holen uns hier wieder unser Muni, die wir brauchen. Super Sach. Reparieren muss ich es nicht. Sehr schön.
Das ist doch schon immer hier etwas. Dann mit dem Bike weiter. Hier. Das wird wohl hier sein, ne? Gut. Geschenkeladen. Hier muss es doch sowas geben. Gucken wir nochmal. Da ist anscheinend was. Belknap, Caves, National Monument, National Park Service. Okay, wir gucken uns mal ein bisschen um. Gut, die Armbrust habe ich am besten parat. Schä wäre auch nochmal Kerosin zu finden. Dann könnte man nämlich wieder ein bisschen was basteln. Was braucht denn eigentlich die Rauchbombe als Rezept? Ich gerade mal wissen. Dose, Lappen, Schießpulver und Schrott. Okay, Schießpulver und Dose gab es vorher noch nicht. Das heißt, wir können jetzt auch die Umgebung nutzen, um weiteres Zeug zu plündern. Benzin. Benzin zum Beispiel ist auch nicht schlecht. Damit können wir gleich mal zum Bike. Und wieder unseren Feuerofen auf Tanker. Dann mal los. Sehr schön. Sehr gut. Ich liebe das, wenn das alles wieder passt. So. Und dann schauen wir mal. Und gibt es hier möglicherweise irgendwas? Wir probieren es mal hier drin. Sieht nämlich aus, als wäre hier was. Baseballschläger aus Holz. Nö, danke. Okay. Der Lappen nehmen wir allerdings sehr gern. Das sieht aus, ja. Jawohl, das sieht aus, als wäre es die Geode. Sah auch aus, als wäre es die Geode, zumindest so von weitem. Schachtel mit Nägeln, klar. Nachdem wir uns wieder so ein Basic gebastelt haben, ist ja logisch. Dass wir das jetzt auch mal wieder plündern können. Dann schauen wir mal. Weil in den Nahkampf gehe ich dann doch relativ oft, muss ich feststellen. Wenn ich keine Munition mehr habe, gehe ich bei Freaker tatsächlich sehr stark in den Nahkampf über. Okay, gut. Hätte man das auch erledigt. Ich gehe da mal Sache. Wieder ab zum Bike und wir machen die Schnellreise direkt. So. Zum Bike. Hier. Schnellreise. Da läuft die Geschichte. Mit der Horde lege ich mich tatsächlich eher an, wenn meine Kerosin-Vorräte wieder so weit offen sind, wenn ich wieder genug Molotow habe und vielleicht auch, wenn ich bessere Sachen habe, wenn ich vielleicht mal weiß, was richtig geil gewesen wäre, wenn ich hier Rohrbombe herstelle gekonnt hätte. Das wäre halt immens praktisch gewesen. Rohrbombe halte ich persönlich für sehr nützlich, wenn es um die Horde geht. Da kann ich wahrscheinlich noch effektiver dagegen vorgehen, als mit dem stinknormalen Molotow-Cocktail. Gut, wieder 40% vom Bike weniger. So, dann heitern wir sie mal ein bisschen auf, die Lisa. Das ist die. Lass den rein. Gut, man kennt mich. Und machen wir Platz, ja. So, Sportsfreund, ich würde ganz gern hier noch tanken. Hab auch wieder ordentlich Geld im Sack, sehe ich. Dann gehen wir mal zu der Claire. Gucken wir mal, was die dazu sagt. Ja, aber wenn es so heiße Quelle gibt, könnte man das eigentlich so schön nutzen. Ach, mit einer heißen Quelle als Kurort etc. pp. Aber nee, es ist anscheinend einfach nur Sklave, Höhle und Hölle. Natürlich muss die Zeit jetzt auch wieder anders sein. Ist ja logisch. Müssen wir jetzt warten, bis die wahrscheinlich geschafft hat, wie bekloppt. Und schafft bis in die Nacht, das Mädel. Lisa, ich Geh weg. hab was für dich. Wie schön. Nimmst du mich bitte mit? Zurück nach Marion Forks? Dazu, das kann ich nicht. Es ist nicht sicher. Ich muss ins Bett. Wir müssen morgens immer sehr früh raus. Na geil, Zustände wie im Mittelalter. Schaffen eigentlich von morgens bis nachts. Und kriegen gerade noch wahrscheinlich so genug zu fressen. 40% habe ich das jetzt mit ihr. Ich kann Unkraut jäten, Story-Mission. Okay, wo kann ich dann Unkraut jäten? Das ist bei Boozer, ne?
Ja, ich erinnere mich, ist das dann wieder. Okay. Na dann erstmal wieder ab zu meinem Bike. Ich würde sagen, wir statten noch Copeland einen kurzen Besuch ab. Und dann hole ich mir jetzt definitiv mal die entsprechende Sache für mein Bike. Wo habe ich es dann abgestellt? Beim Mechaniker. Da ist dann hier. Yes, das nennt man dort den einfachen Weg mehr kennen. Schlimm mit mir. So, dann erstmal zu Copelands Camp. Ja, da will ich auf jeden Fall die Reise. Und das mit dem Tanker schauen wir dann mal. Ich hole jetzt erstmal die Verbesserungen. Oder schauen wir, wie viel Geld ich überhaupt noch habe. Und dann machen wir mal. Jo, ich bin immer gespannt. Als nächstes ist dann wieder irgendeine Aufgabe mit Boozer. Bin immer gespannt, was eigentlich passieren wird, wenn ich hier mein Bike irgendwo in der Pampa hätte. Und habe einfach kein Benzin mehr parat. Das wäre richtig scheiße, ne? Müsste ich dann erstmal wieder irgendwo Benzin auftreiben, mein Bike wieder voll tanke. Und dann kann ich wieder losgurken. Das wäre richtig heftig und hässlich. Sorry übrigens, wenn sich auch die Farbverhältnisse hier bei der Facecam als ändern. Wenn draußen die Sonne kommt und wieder geht, scheint sich die Facecam wohl auch der entsprechende Position, der entsprechende Lichtverhältnisse so rum anpassen zu wollen. Hörst du mich? Und ja, Was ist mit dem Stein? Kleine. Oh ja, ja, sie hat sich gefreut, wie verrückt. Ja, hat sich kaum wieder eingekriegt. ja. Ja klar. Buße Ende. Hey, soll ich auftanken? Okay. Alter, warum kostet mich das einfach nur Cent ohne Ende? Okay. Kostet mich jedes Mal diese Schnellreise auch Geld? Warte mal. Schnellreisekosten, das kostet mich nur eine Minute. Warum habe ich jetzt einfach saumäßig viele Centstücke verballert? Ich kann es nicht nur vollziehen. Ich kann es nicht nur vollziehen. Benzin ist nicht so leicht zu kriegen. Das darf ich anscheinend nicht mehr machen. Na gut. Dann reisen wir halt zu Boozer. Ich meine, ihr habt ja jetzt alle gesehen, dass ich in Hot Springs jede Menge... Ach so. Ah, natürlich. Ich kann natürlich auch nur das Geld ausgeben, was ich für Copeland-Missionen kriege. So rum ist das. Was ich bei Tucker habe, habe ich nicht automatisch bei Copeland. Das heißt, wenn ich in denen ihre Regierungen, sage ich schon Quatsch, oh Mann. Wenn ich in denen ihre Regionen was erledigt, kriege ich entsprechend für die Quests, ach für das Camp nur das Geld, ne? Das sind die Punkte im Endeffekt. Das heißt, ich müsste wieder mehr Copeland-Missionen machen, dass ich bei Copeland auch das Geld wieder habe. So rum läuft das. Gut, jetzt habe ich es mal endlich kapiert, wie es läuft. Okay. Hat lang genug gedauert, bis ich die Erkenntnis mal gewonnen habe. Copeland an Deacon St. John. Ah, dann Job. Deak, bist du da? Hey, Cope. Lass mich raten, du hast einen Job für mich, ja? Okay, ich komme rum, sobald es passt. Deacon N. Sehr gut. Grad oder Fu hatten wir es ja gerade von wegen Job und Geld dann Krieger für die Jobs. Finde ich gut. Wir holen uns hier jetzt nochmal erstmal alles Zeug, was wir brauchen, sprich Kerosin. Können wir nämlich gleich wieder den Molly machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach so, schöner Pelzer Ausdruck, der Molly-Macher, ne? Also im Prinzip heißt es so viel wie sich aufschneide, der Molly-Macher. Da haben wir noch den Lappe und die Bierflasche. Das sieht mir noch nur Kerosin aus, ne? Ausgezeichnet. Dann können wir nämlich gleich noch einmal einer machen. Halt mache ich echt einmal den Molly. So. Jetzt müssten wir nochmal gucken, ob wir da noch Zeichen. Schießpulver. Ah, das sind die Dinger. Okay, das ist Schießpulver dann. Dann erkenne ich das jetzt optisch auch endlich mal. Gut, was haben wir da noch Schickes? Haben wir noch Verbände, Sterilisierungsmittel und eine Bierflasche. Und Lappe liegt da noch rum, sehe ich. Ja, in unserem eigenen Camp, das respawnt glücklicherweise immer dieses Craft-Material. Finde ich gut. Okay, dann retten wir mal mit Boozer. Aber vorher holen wir uns hier noch die tolle Sache. Lappe, Sterilisierungsmittel, Medikit, perfekt. Bolze, Sturmgewehrmuni. Und hier muss selbstverständlich auch wieder die Tageszeit sich anpassen. Da muss ich wahrscheinlich nicht mal mehr in die Fall hüpfen, weil es so schon wahrscheinlich bis tagsüber geht. Mittags oder wann. Hey, warum antwortest du nicht? Ja?
Ich weiß nicht, ich war... Moment Ja, mal, ich warte. bin okay, ich bin okay. Ich versuche es, okay? Du hast Fieber. Mir platzt die Birne. Du hast Fieber. Nein, ich bin nur müde. Okay, bleib hier. Ruh dich aus. Ich überleg mir Hör was. zu, ich brauche keinen Babysitter. Mir geht's gut. Shit. Das sehe ich anders. Komm schon, denk nach. Jetzt eventuell wieder eine neue Filmsequenz zur Vergangenheit. Steht hier unter dem Motto, ich erinnere mich. Sprich, das wird wieder die Quest sein, wo wir auch wieder ein paar Rückblender-Videosequenzen erleben. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt wieder erwartet, weil seine Sicht wird wieder so schwummrig und denkt nach. Es kann sein, dass es jetzt wieder um sowas geht. Aber es geht auch darum, wieder Buße am Leben zu erhalten. Das heißt, das wird auch wieder ganz interessant, die Quest meiner Meinung nach. Viel in der Hauptmission haben wir, glaube ich, bisher noch nicht so wirklich gemacht, oder? Hier, komm. Ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Okay, komm, Ich konzentrier bin dich. hochkonzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, aber ja. Zeit ist bezahlt. Gut so. Okay, los, deine Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume Alles klar. und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam... Hey, ich kann Unkraut jäten. Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut. Vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest. Okay, bereit? Los. Na bitte, das war perfekt. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. Also, warum Lavendel? Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Sie glauben, sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Linalol produzieren, Das ist so... Oh Mann, danke, Einstein. Danke. Sorry. Sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Für Brandopfer. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann als Ja. Arznei. Busa kennt einen Typen mit einer Plantage 3 Meilen von hier. Oh, na toll. Busa wird noch im Gefängnis landen. Und dich nimmt er mit. Und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein. Also, ich nicht. Ach ja? Es steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Ja. Schauen wir mal, ne? Gut, hier können wir jetzt eigentlich auch nur rumlatschen. Nichts Großartiges machen. Wir können nicht rennen, wir können Überlebensmodus. Hey, hier drüben ist noch mehr. Warte, stopp. Komm, das Wasser ist sicher herrlich. Warte mal. Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay. Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Naja, dann erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Echt? Okay. Also diese spezielle Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage. Schleiche kann ich Das wenigstens. bedeutet ursprünglich nicht von hier. Du kannst Ogden dafür danken. Wem? Oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregons kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier. Hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Hau sie an! Macht voll auf politisch korrekt. Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich ziemlich nett. Glaube ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen, kleinen Kaff. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier ins auszuwischen. Macht er nicht. Nein, macht er nicht, war nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir. Ich habe ihn eingeführt, wir waren in der Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeig ich dir alles. Würde dir gefallen. Er ist witzig, er macht eine fiese Margarita. Naja, ich muss Montag früh im Labor sein. Also.
Wir sind um 10 wieder in deinem Bett. Versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflücke ein paar. Lavendel. Ich soll Lavendel pflücken. Yep. Und bring mir 3 Pflanzen. Zerdrücke sie nicht. Gut, jetzt können Ich wir will sie wenigstens zerdrücken. wieder schneller laufen. Hab eine. Schön für dich. Und da sind die nächste. Die hier? Und hier. Yep, mach weiter. So, Die letzte. Gut, bring sie her. bitteschön. Oh, Für dich. wow. Es gibt also noch Kavaliere in Farewell. Keine Ahnung. Aber mit denen verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey. Oh. Oh, die Arme. Hey, ist das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen, solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Okay, wieder so ein Teil von der Erinnerung, die ich anscheinend hier freigeschaltet habe. War dann gut, dass ich doch nicht auch noch einen Cut eingelegt habe. Ich wollte jetzt eigentlich die Sequenz noch machen. Und ich habe für heute auch wieder mehrere Episoden aufgenommen. Ich glaube 6 Stück. Das reicht mir dann auch wieder für die Aufnahmesession. Das heißt, ich wollte jetzt eigentlich auch so schnell wie möglich meinen Cut machen, aber nicht während der Sequenz. Das ist einfach unsauber, finde ich, während seiner Erinnerungssequenz einen Cut zu machen. Obwohl wir jetzt eigentlich schon bei der 26,5 Minuten sind. Aber immerhin, wir sind jetzt gleich wieder in der Gegenwart und dann können wir wahrscheinlich gleich unseren Cut machen und direkt beim Bike speichern. Wenn der Ladebildschirm mich dann wieder entlässt. Okay. Ich kann Unkraut jäten zu 27%. Er erinnert sich zu 30%. Na gut. Finde 3 Lavendel, neues Ziel. Das habe ich doch gerade eben gemacht. Oder muss ich das jetzt einfach so mal machen? Gib mir ein paar Tage. Ah, ja, hier. Er ist mein Bruder. Gib mir ein paar Tage. Okay, dann können wir das eigentlich noch übermorgen machen. Und noch Copelands Mission, weil ich finde dann doch eher auch die Sache, die Busa gehen, doch etwas wichtiger. Okidoki, dann würde ich sagen, ich gehe hier nochmal ins Menü, ich speichere nochmal, wenn ihr das nicht sehen könnt. Und dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ja, stimmt alles, 31.05., 15:38 Uhr, passt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, entweder wenn wir hier direkt rausgeschmissen oder in der Nähe auf jeden Fall. Weiß ich dann nicht, wie es beim Lader wieder aussieht. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.